Den Ombudsmann engagiert sich für die Leute, die Probleme mit Verwaltungen haben, zu ihrem Recht zu verhelfen, mir aber auch wohl Gehör zu finden. Und das aber nicht ihren Advokat. Madame Monti sieht selber an ihrem Rapport, an dem sie von ihren Viergänger zitiert, Mon rôle n'est pas celui d'un avocat, il est aussi de mon devoir de défendre l'administration contre toute réclamation non fondée. Wir fanden, dass sie das nicht immer genug zu Herzen hat. Die Diskussion, die Bemerkungen vom Ombudsmann am Bereich von den Affaires étrangères, speziell von der Immigration betreffen, können heute Schwierigkeit illustrieren. Den Ombudsmann soll sich nicht erlauben, Prozesse amischen. Affären, die für ein Verwaltungsgericht unhängig sind, brauchen keinen weiteren administrativen Austausch zwischen dem Bauministerium und dem Ombudsmann. Genauso sollen noch Urteile respektiert gehen. Auch das ist ein Teil vom Rechtsstaat. Und Bürger versteht ganz bestimmt nicht, dass es Bürger erster Klasse gibt, denen hier Urteile können revidiert gehen, wie ein Ombudsmann an anderer zweiter Klasse, die müssen mit ihrem Urteil, was sie vielleicht auch ganz injust fanden, leben müssen. Wenn der Staat letztinstanzlich für Gericht Recht kriegt, soll allweiter Intervention vom Ombudsmann bleiben. Das ist unnötig und das ist schädlich. Besonders auch im Bereich von der Migration der Flexibilität nicht zum Maßstab erhoben geht. All Decisionen, die Lützeburg im Vergleich zu anderen Ländern als mehr flexibel durchstehen lässt, zeigt der sogenannten Asylum-Hopping un. Und das kann nicht Ziel von unserer Politik sein. Madame Ombudsmann hat sich an der Vergangenheit ein paar Mal mit der Frage von der Lehe beim Regroupement familial beschäftigt. Hier hat das Bauministerium unserer Meinung nach zu Recht erstracht, dass die nötigen Dokumente auch schon während der Prozedur zusammenstellen kann. Und dass damit der praktische Delay von 3 Monaten nicht recht anläuft, wenn eine favorable Decision vorliegt, mir schon Monaten für die Möglichkeit besteht, die Prozedur an die Reihe zu kriegen. Der hat notiert, dass Madame Ombudsmann Retizenzen ausgedrückt hat, wenn den Ausbau von Strukturen wie der Unisec zu Dreiburg geht. Damit ist der explizit nicht auferstanden. Unserer Meinung nach mussten so Strukturen ausgebaut gehen, da wann sie gebraucht gehen, genug Kapazitäten müssen können offeriert gehen. Und es geht auch nicht, dass Leute, die am Verdacht stehen, schwere Verbrechen begangen zu haben, mit 18 Jahren einfach freigelost gehen. Hier muss als Strafrecht überschafft gehen. Wir brauchen ein neues Jugendstrafrecht. Ich stelle mir vor, ob der Ombudsmann sich nicht auf sein Kehrgeschäft konzentrieren und ob es nicht ein Fehler wäre von unserer Chambre, den Ombudsmann zu belasten, mit der zusätzlichen Aufgabe, Kontrolle von den Prisonnieren zu erholen. Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass es Lesungen gibt von Fällen, die einfach zu einer Modifikation legislativ führen. Hier war die Affäre von der Doppelaffiliation. Ich fand das eine wunderbare Idee, dass man den feststellt, dass irgendwo ein kommender Hacker ist, dass ihn dann Gesetz aufpasst, dass so Situationen in Zukunft nicht vorkommen. Auch eine Auswirkung von der Arbeit vom Ombudsmann, die insgesamt nützlich, nötig, sozial wichtig an der Rechtsstaat steht. So, ich merci.